Hey, ich freue mich riesig, um heute wieder mal da zu sein und mit euch in den zweiten Teil von dieser Serie Kraft von der Stille einzutauchen. Stille. Was macht das mit dir? Ist es für dich wohltuend oder macht es dich eher ein bisschen nervös? Vielleicht hast du dich gerade gefreut, endlich mal nichts, endlich mal ein bisschen Ruhe. Oder vielleicht ist es auch unangenehm und du hast gemerkt, wie die Gedanken davor rennen und du innerlich unruhig wirst. Und ich gebe es zu, Stille ist etwas, was mir unglaublich schwerfällt. Ich bin ein Meister drin, mich immer und überall abzulenken. Meistens hat man das Handy griffbereit, dann kann man Nachrichten checken, ich finde das mega spannend. Man kann ein bisschen auf Instagram scrollen und vielleicht gerade noch ein Reel weiterleiten. Das Fußballresultat muss ich auch immer wissen, wer da wie gespielt hat. Und vielleicht noch WC-Papier bestellen online, weil es muss auch langsam zu neigen. Oder ich höre Podcasts. Ich liebe Podcasts. Und wenn ich das Handy nicht dabei habe oder es einfach mal stecken lasse, dann fängt es an zu rattern. Dann überlege ich mir gerade schon die nächsten Projekte, was könnte man machen, wie gehe ich dort vor. Oder ich gehe meine To-Do-Liste durch, was muss noch alles erledigt werden. Mega selten bin ich einfach nur da. Es ist eben gerade nicht einfach. Und meine Gedanken sind schon im Morgen, im Übermorgen. Und wenn es mal ruhig ist, dann findet mein Kopf ganz sicher etwas, wo er sich damit beschäftigen kann. Und auch wenn es außen ruhig ist, finde ich selten zur Ruhe. Meine Gedanken laufen wie ein hyperaktives Orchester, das einfach nicht aufhört zu spielen. Kennst du das auch? Und trotzdem habe ich in den letzten Jahren gemerkt, ich brauche die Stille. Und zwar nicht nur ein bisschen, ich brauche sie richtig. Und spannenderweise habe ich das nicht mega freiwillig entdeckt, sondern mehr oder weniger erzwungen. Sarah, meine Frau und ich, wir sind vor ein paar Jahren länger mit dem Velo unterwegs gewesen, ein ganzes Jahr. Und das klingt zuerst mal romantisch, Abenteuer, Freiheit, frische Luft. Aber wenn man jeden Tag stundenlang im Sattel sitzt und ohne ständige Ablenkung, dann hat man einfach irgendwann Stille. Und da ist plötzlich viel Zeit, wo nichts passiert, außer dass die Beine am Trampen sind. Und das Spannende ist, irgendwann kann man den eigenen Gedanken nicht mehr weglaufen. Man ist ihnen einfach ausgeliefert. Und am Anfang war das ziemlich anstrengend. Also das Pedalen und aber auch die Stille. Und da kommt alles auf, was man irgendwie verdrängt hat. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, genau das tut mir richtig gut. Genau da begegnet mir Gott. Genau da höre ich plötzlich Sachen, die ich sonst nicht hören würde, weil ich sie ständig übertöne. Und heute merke ich, ich kann nicht mehr ohne. Ich merke, dass ich unruhig werde, wenn ich längere Zeit keinen Moment von dieser Stille habe. Und gleichzeitig bleibt es auch irgendwie eine Herausforderung. Stille ist nicht einfach ein Wellnessprogramm, das ich so locker aus der Tasche zaubere, aber es ist ein Ringen, das mich lebendiger macht. Und im ersten Teil hat uns Joni gezeigt, wie Jesus immer wieder Zeiten von der Stille gesucht hat. Er hat sich zurückgezogen, um mit seinem Vater allein zu sein. Es war nicht einmalig, sondern eine feste Gewohnheit in seinem Leben. Und darin liegt auch das Geheimnis. Die Momente vom Rückzug haben heute auch viele Christinnen und Christen prägt. Über Jahrhunderte hinweg haben sie die Stille und die Abschiedenheit gesucht und bewusst eingeübt, als Raum zum Gott zu begegnen und selber innerlich zur Ruhe zu kommen. Und vielleicht geht es dir ein bisschen wie mir. Es ist nicht so einfach. Vielleicht hast du es letzte Woche gehört, du bist heute Morgen da und denkst, Stille. Also ganz ehrlich, das ist nicht für mich. Vielleicht bist du ein Macher-Typ, der gerne Action hat, immer voller Energie. Dann kann es richtig schwierig sein. Oder vielleicht sehnst du dich nach Ruhe und du merkst, dass du die eigentlich brauchst, aber es gelingt dir gleich nicht so richtig, wirklich still zu werden. Egal, wo du dich selber siehst, wie es dir geht mit Stille, die Serie, die soll eine Einladung sein. Eine Einladung, sich darauf einzulassen. Und das Gute daran ist, es geht nicht darum, dass wir unsere ganze Persönlichkeit über Bord werfen, sondern es geht vielmehr darum, kleine Schritte zu machen. In dieser Art, wie wir sind, in die Momente der Ruhe hineinzukommen, die in unseren Alltag hineinzunehmen und einzuüben. Und es gibt da so eine coole Geschichte, eine ganz alte aus Indien, die zeigt, wie alles klein anfangen kann und gleich am Schluss plötzlich sehr groß sein. Und zwar hat dort ein König, der Erfinder vom Schachspiel, belohnen. Und der hat sich nichts anderes gewünscht als Reiskörner. Er hat das Schachbrett genommen und hat gesagt, aufs erste Feld kommt 1 Reiskorn, aufs zweite kommen 2, aufs dritte 4 und so weiter, immer verdoppeln.
bis zum 64. Feld. Und der König ist erstaunt, weil er denkt, das ist ein unglaublich bescheidener Wunsch. Aber wenn man das durchgeht, die 64 Felder füllt, dann sind auf dem letzten Feld mehr als 9 Trillionen Reiskörner. Allein das letzte Feld hat mehr als 184 Milliarden Tonnen Reis drauf gehabt. Unvorstellbar viel, viel mehr, als es im ganzen Land gegeben hat. Warum erzähle ich das? Weil geistliche Gewohnheiten und damit auch die von der Stille so ähnlich funktionieren. Der Anfang ist klein, ein Reiskorn, fast unscheinbar. 5 Minuten von der Stille, was kann das schon bringen? Aber wenn wir dranbleiben und immer wieder Schritt machen, dann kann daraus eine Kraft wachsen, die wir am Anfang uns nicht hätten vorstellen können. Kleine Schritte summieren sich und am Ende verändert sich das Leben in einer Dimension, die wir nicht hätten erwarten können. Ich bin überzeugt, das lohnt sich für jeden Einzelnen von uns. Und dabei ist etwas ganz wichtig. Stille ist nicht einfach dazu da, um noch ein bisschen mehr aus unserem Leben rauszuholen. Es ist kein Programm für Selbstoptimierung, wo wir etwas reinstecken und dann holen wir noch mehr zurück. Auch wenn vielleicht so Pausen den Effekt haben können. Stille ist nicht ein Trick, nicht ein Produkt, wo wir Gewinn daraus schlagen können, sondern es ist genau eigentlich das Gegenteil. Es gegen Ankämpfen, gegen ein System, das einen Druck hat, ständig etwas zu leisten. Dass aus jeder einzelnen Zeit etwas rausschauen muss, ein Gewinn. Es ist ein Moment, wo wir ganz bewusst nichts machen, außer Gott Raum zu geben. Raum für seine Gegenwart und Raum, um uns selber ehrlich zu begegnen. Und heute Morgen möchte ich dort anknüpfen, wo der Joni letzte Woche aufgehört hat. Wenn wir in die Evangelien hineinschauen, dann fällt ein Muster sofort auf. Jesus sucht immer wieder die Abgeschiedenheit. Das haben wir letzten Sonntag bereits gehört. Er geht an den Ort, wo er allein sein kann, weg von den Menschen, weg von der Stimme, weg von der Ablenkung. Und das griechische Wort, das dort verwendet wird, heißt Eremos. Es bedeutet einsamer Ort, Rückzugsort und es bedeutet auch Wüste. Wer mit den Evangelien vertraut ist, dem kommen da sofort gewisse Begebenheiten in den Sinn, wenn man an Wüste denkt. Allen voran wahrscheinlich Jesus, der in der Wüste versucht wird. Und der Begriff Eremos, der macht deutlich, das ist nicht nur ein Ort der Ruhe, sondern irgendwo durch auch ein Ort der Spannung. Die Wüste ist in der Bibel beides. Ein Ort der intensiven Gottesbegegnung und gleichzeitig ein Ort der Prüfung. Der Matthäus beschreibt das ganz am Anfang vom öffentlichen Wirken von Jesus so. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Das ist bemerkenswert. Nicht der Teufel schickt Jesus in die Wüste, sondern der Geist Gottes. Mit anderen Worten, es gehört zum Plan, dass Jesus die Phase der Wüste erlebt. Es ist nicht irgendein Unfall, sondern es ist ganz bewusst ein Weg, wo Gott eröffnet. Und was passiert dort? Jesus fastet 40 Tage, ist ganz allein, körperlich geschwächt. Und genau dort fängt der Versucher ihn herauszufordern. Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach aus Stein Brot. Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich da runter und die Engel werden dich auffangen. Wenn du mich anbetest, gebe ich dir alle Reiche der Welt. In der Wüste begegnet Jesus Gott, aber gleichzeitig begegnet er auch den dunkelsten Versuchungen. Selbstversorgung ohne Vertrauen, Selbstinszenierung ohne Hingabe, Macht ohne Gehorsam. Und die Bibel macht damit klar, Abgeschiedenheit ist kein romantischer Wohlfühlort, aber sie kann ein Ort der intensiven Gottesbegegnung sein. Und das sehen wir nicht nur bei Mose, nicht nur bei Jesus, sondern eben auch bei Mose. Mose erlebt die 40 Jahre in der Wüste als Hirt, bevor Gott ihm im brennenden Dornbusch begegnet. Später, nach dem Auszug aus Ägypten, zieht er sich auf den Sinai zurück und empfängt von Gott dort die 10 Gebote. Und sein Gesicht leuchtet so richtig, weil er Gottes Gegenwart gesehen hat. Aber für das Volk Israel ist die Wüste gleichzeitig der Ort der grössten Niederlage. Das goldene Kalb, ihr Misstrauen, der Unglauben. Sie halten die Abwesenheit von Mose nicht aus, sie halten die Unsicherheit nicht aus und sie fallen in Versuchung. Die Wüste ist also immer beides. Ein Raum der intensiven Gottesbegegnung, aber auch ein Raum der Konfrontation.
Konfrontation mit Versuchung, mit Unglauben, mit der Vergangenheit, mit der eigenen Schattenseite, Fehler und falsche Entscheidungen. Und genau so erlebe ich auch die Stille heute. Abgeschiedenheit und Ruhe können unglaublich schön sein. Momente von der Gegenwart von Gott, wo ich seine Nähe spüre, Kraft tanken und Frieden finden. Aber ehrlich gesagt, es gibt auch Momente, wo Sachen aufkommen, die ich lieber nicht möchte sehen. Gedanken, die mich an meine Schwächen erinnern, Gefühle und Erinnerungen, die ich im Alltag gerne verdränge. Vielleicht kennst du das auch. Man nimmt sich Zeit für die Stille, hofft auf Frieden, auf neue Orientierung, vielleicht sogar auf ein kleines Stückchen Himmel, das so durchdrückt. Aber statt Ruhe taucht plötzlich etwas anderes auf. Erinnerungen, die man längst verdrängt hat, Gefühle, die man nicht so gern spürt. Traurigkeit, Wut, Ärger, Scham, Ohnmacht. Sachen, die im Alltag untergehen, weil wir zu beschäftigt sind und weil wir sie mit Lärm ganz gut unterdrücken und überdecken. Stille bringt nicht nur Schönes zum Vorschein. Stille bringt das Licht, was wir gerne tief in unserem Inneren vergraben. Und vielleicht ist auch das ein Grund, warum wir gerne beschäftigt bleiben. Warum wir jede kleine Pause mit dem Handy füllen, mit Podcasts, mit Mails, irgendeiner To-Do-Liste. Weil wir vielleicht irgendwo ahnen, wenn es still wird, könnten Sachen aufkommen, die wir nicht anschauen wollen. Wir leben nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn. Aber so ein Warnlämpchen, das aufleuchtet im Auto, löst das Problem nicht, wenn ich einfach ein bisschen Tape drüber klebe. Das Problem bleibt, es wird nur unsichtbar gemacht für den Moment. Der schwedische Autor Thomas Jödin hat das schön auf den Punkt gebracht. Er schreibt, Stille und Abgeschiedenheit ermöglichen bzw. zwingen uns selbst zu begegnen, im Guten wie im Bösen. In der Stille stoßen wir auf eine Wahrheit, der wir nicht entkommen können. Ein gutes Bild für die Aussage ist so ein Wasser in einem Fluss oder See. Und ich bin da den Spielplatz bei uns im Quartier ein bisschen Sand holen. Wenn wir so ein Glas Wasser haben und das ist in Bewegung, dann ist das plötzlich trüb. Es ist immer bewegt und aufgewühlt, alles ist durcheinander. Aber wenn wir das Wasser still werden lassen, wenn es Zeit hat, sich zu setzen, dann passiert etwas. Und die Schichten da drinnen, die fangen sich an ordnen. Das Klare trennt sich vom Trüben und plötzlich wird sichtbar, was im Chaos verborgen geblieben ist. Wir lassen das jetzt noch ein bisschen stehen, weil auch bei der Stille braucht es immer ein Moment Zeit. Genauso ist es in unserem Inneren. In der Stille kommen Fragen auf wie, warum bin ich eigentlich so angespannt? Warum reagiere ich denn so heftig? Warum bin ich so traurig oder so wütig? Manchmal erinnert uns Gott in so einem Moment an konkrete Situationen, einen Konflikt, eine Verletzung, eine alte Erinnerung. Manchmal spüren wir zuerst mal nur die Emotion und es braucht Zeit, bis wir verstehen, was wirklich dahinter steckt. Und vielleicht da nochmal so ein kleines Fenster auf die Emotionenserie, die wir Anfang des Jahres hatten. Vielleicht kann es sich lohnen, dort nochmal reinzuhören, wenn du merkst, dass bei dir so Emotionen aufkommen. Weil wir wollen in dieser Serie uns wirklich auf die Stille konzentrieren. Ich habe das selber schon erlebt. Plötzlich ist da so eine Unruhe, eine Unzufriedenheit, die ich gar nicht einordnen konnte. Und erst nach einer Zeit ist mir klar geworden, es gibt da eine Erfahrung, ein Erlebnis, das ich gemacht habe, wo ich mich unfair behandelt gefühlt habe. Und ich zuerst anschauen und aufarbeiten. Und genau so ist es mit Sedimentation. Sachen aus dem Herz fangen sich an ordnen, werden sichtbar. Stein, Sand, der Dreck, das, was wir im Alltag verdrängen, es ist da. Und Gott lädt uns ein, zum Anschauen. Nicht zum uns das Leben schwer machen, sondern damit Heilung passieren darf. Die Stille gibt uns also eine Aufgabe, eine neue Ordnung zu schaffen, anzuschauen, was da ist. Nicht wegzudrücken, sondern mit Gott das ehrlich durchzugehen. Und ja, das ist manchmal eine ziemlich harte Arbeit. Aber es ist auch eine Arbeit, die unglaublich befreiend sein kann. Schon früher in der Geschichte der Kirche haben die Menschen die Abgeschiedenheit gesucht. Sogenannte Wüstenväter oder Eremiten. Da schwingt auch wieder der Begriff Eremos mit. Sie haben sich zurückgezogen, haben in Einsamkeit gelebt und haben den Ort
als einen Ort vom Ringen beschrieben. Dort, weit weg von den Ablenkungen, haben sie gekämpft mit Versuchungen, mit den eigenen Gedanken, mit den inneren Dämonen. Für sie war klar, in der Stille begegnet man nicht nur Gott, sondern auch sich selber. Mit allen Schattenseiten, Fehlern, Verletzungen und Versuchungen. Und genau das sehen wir in der Bibel. Die Wüste als Ort von beidem. Von der Ort der Gottesbegegnung und von der Ort der Konfrontation. Der äußerlich so leere Ort, der karge Ort, wird zu einem innerlich unglaublich intensiven Raum, wo das Herz sichtbar wird. Der Zweiklang, der zieht sich wie so einen roten Faden durch die Bibel durch. Intensive Gottesbegegnung und Ort der Prüfung. Ort der Klärung, Ort, wo Menschen ehrlich mit sich selber und mit Gott ringen müssen. Und eine Geschichte, die das so unglaublich gut aufgreift und sehr eindrücklich ist die von Jakob. Schon sein Name bedeutet Fersenhalter, übersetzt, also Betrüger oder Hinterlistige. Und so lebt er auch. Er täuscht seinen Bruder, er täuscht seinen Vater und er erschleicht sich den Segen, der ihm eigentlich nicht zugestanden ist. Wo ihn sein Vater fragt, wer bist du, antwortet er, ich bin der Esau und lügt. Und am Ende muss er flüchten und sein Bruder will ihn umbringen und die beiden sehen sich über 20 Jahre nicht mehr. Und dann kommt der entscheidende Moment. Der Jakob kehrt zurück und die Begegnung mit dem Esau, mit seinem Bruder, steht kurz bevor. Und in dieser Nacht bleibt er allein am Fluss Jabok zurück, so ein Ort der Abgeschiedenheit. Und dort passiert etwas Komisches. Ein Unbekannter tritt ihm entgegen und der Jakob ringt mit ihm die ganze Nacht. Er ringt, und nicht nur körperlich, sondern auch innerlich, mit seiner Vergangenheit, mit seinen Schuldgeschichten, mit seinen Schattenseiten, mit allem, was ihn prägt hat. Und dann stellt der Unbekannte die Frage, wie heisst du? Und zum ersten Mal in dieser ganzen Geschichte sagt der Jakob selber seinen Namen. Ich bin der Jakob. Ich bin der Fersenhalter. Ich bin der Betrüger. Und für mich klingt das fast ein bisschen wie ein Geständnis an dieser Stelle. Zum ersten Mal spricht er ehrlich aus, wer er wirklich ist. Keine Maske, keine Ausrede, keine Täuschung. Und genau in dem Moment passiert etwas Entscheidendes. Der Fremde, wo der Jakob später als Gott selber erkennt, gibt ihm einen neuen Namen. Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Der mit Gott kämpft. Mitten in dem Ringen inne kommt er eine neue Identität über. Nicht mehr der Betrüger, sondern der Kämpfer von Gott. Das ist der entscheidende Wendepunkt, was sich der Jakob vorher hat mit Täuschung holen, der Segen, der kommt er jetzt geschenkt über. Er sagt, ich lade dich nicht los, bis dass du mich segnest. Und genau das passiert. Aus dem eigenen Tricksen heraus wird das ehrliches Ringen. Aus der Flucht von der Wahrheit wird ein neuer Name, eine neue Identität, eine neue Zukunft. Und vielleicht fühlt es sich für dich manchmal ähnlich an, wenn du still wirst. Alte Fehler tauchen auf, Verletzungen. Sachen, die du selber gemacht hast oder die angetan worden sind. Und es kann auch so ein innerer Ringkampf sein. Ein Auf und Ab von Emotionen, anstrengend, herausfordernd, fast zermürbend. Und man denkt, es wäre doch jetzt einfacher, das einfach wegzuschieben. Aber genau da liegt die Chance drin. Gott will nicht, dass wir unsere Schattenseiten verdrängen. Er will sie mit uns anschauen. Nicht, um uns irgendwie klein machen, sondern um uns neu zu benennen, um uns eine neue Identität zu schenken, wie beim Jakob. Gott kommt mit uns an die hintersten Ecken von unserer Seele. Die wir am liebsten verborgen behalten würden. Und genau dort kann Heilung anfangen. So kann die Abgeschiedenheit, so kann Stille zum Ort vom Ringen werden, aber auch zum Ort der Verwandlung. Wenn ich so über Stille nachdenke, dann kommt mir immer wieder der Psalm 139 in den Sinn. Der Psalm, der davon redet, wie wunderbar Gott uns geschaffen hat. Und am Schluss finden wir 2 Vers, die wie ein Gebet für die Stille sind. Steht dort in den Versen 23 und 24. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Ein mutiges Gebet. Weil es bedeutet, ich habe Gott nicht nur meine Schokoseiten an, sondern ich lade ihn ein,
in mein ganzes Herz hineinzuschauen. Ich öffne Türen zu Räumen, die ich lieber abgeschlossen hätte. Und in der Stille ist genau der Moment, wo ich das einüben kann. Ich nehme mir Zeit, lasse das innere Chaos setzen und sage, Herr, da bin ich. Ich will nicht weglaufen. Schau du rein. Ganz ehrlich, das fühlt sich nicht romantisch an, oft ist es unangenehm. Ich schäme mich, wenn ich merke, was da alles raufkommt. Aber es ist genau die einzige Möglichkeit, wo Heilung passieren kann. Was im Dunkeln bleibt, das fault weiter vor sich hin. Und was als Licht kommt, kann gesund werden. Natürlich bringt das auch schwierige Gefühle auf. Vielleicht Scham, vielleicht Enttäuschung über mich selber oder andere, vielleicht Traurigkeit oder Ärger. Und genau dort ist es wichtig, dass wir die richtige Perspektive haben. Weil mitten in die Stille innen meldet sich nicht nur Gottes Stimme, sondern oft auch die vom Ankläger. Die Bibel nennt den Teufel den Ankläger und er flüstert uns so, siehst du, wie du versagt hast? Siehst du, wie schlecht du bist? Und darum ist es so wichtig, unter welchem Blick, dass wir unser Herz öffnen. Weil das macht den Unterschied. Der Blick von Gott, der ist niemals der vom Ankläger. Niemals kalt oder distanziert. Es ist der Blick von einem liebenden Vater. Jesus macht das in seinem Gleichnis mit dem verlorenen Sohn deutlich. Der Sohn kommt völlig am Ende zurück. Er hat alles verspielt, alles vergütet, steht im Schweinestall und weiß, ich habe kein Recht mehr, seinen Sohn zu heißen. Und in Gedanken bereitet er sich auf all die Vorwürfe vor. Er erwartet Misstrauen, Strafe, vielleicht eine abweisende Handbewegung. Du hast deine Chance gehabt. Seine ganze Hoffnung ist nur noch, vielleicht darf ich als Knecht zurück ins Haus von meinem Vater. Und wie anders reagiert der Vater? Er sieht den Sohn schon von weitem und er bleibt nicht stehen und wartet ab, sondern er rennt ihm entgegen. Er fällt ihm um den Hals, küsst ihn, zieht ihm neue Kleider an, steckt ihm den Ring am Finger und macht ein Riesenfest. Keine Spur von Vorwürfen. Ich habe es dir doch gesagt. Keine Bedingungen, keine Kälte. Nur Liebe, nur Annahme. Und genau so schaut Gott auf dich und auf mich, wenn wir ihm in der Stille unser Herz öffnen. Auch die dunklen Ecken, auch die Schattenseite. Sein Blick ist nicht anklagend, sondern heilend. Er läuft uns entgegen. Er umarmt uns und er spricht uns zu, du bist mein geliebtes Kind. Das verändert alles. Weil unter seinem Blick können wir ehrlich sein. Nur wenn wir wissen, dass wir geliebt sind, können wir auch wirklich anschauen, können wir uns trauen, die hintersten Ecken unserer Seele ans Licht zu bringen. Genau dieser Blick macht die Stille zu einem Ort von der Heilung und nicht von der Verurteilung. Darum ist es mir so wichtig festzuhalten, Gott ist nicht ein Ankläger und sein Ziel ist nicht, uns klein zu machen oder zu verurteilen. Sein Ziel ist, uns zu retten, uns wiederherzustellen und in ein volles Leben hineinzuführen. Und die Bibel betont das an diversen Stellen. So steht zum Beispiel in Johannes 10,10: Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Gottes Ziel ist nicht, uns etwas wegzunehmen, sondern uns Leben zu schenken. Oder im Johannes 3,17 steht über Gottes Liebe. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Verurteilen, das ist das Geschäft vom Ankläger. Retten, das ist Gottes Herzschlag. Am Ende geht es um Leben. Echtes, erfülltes Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Sein Ziel ist Heilung, Wiederherstellung und Rettung. Das Gute, das er in uns hineingelegt hat. Nicht die Schuld oder die Verletzung, sondern dass wir erneuert werden und neu aufblühen. Und im 1. Johannes 1,9 drückt das ganz praktisch aus. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt unsere Sünden und er reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Da ist kein Vielleicht drin. Gott verspricht, dass er uns reinigt. Und das ist die Botschaft vom Evangelium. Wir dürfen Gott unser Herz öffnen. Auch das, was dunkel und schwierig ist. Ja, das kann unangenehm sein. Ja, das ist manchmal ein Ringen. Aber wir müssen keine Angst haben. Weil Gott verurteilt das nicht. Er schaut uns mit dieser Liebe an. Sein Ziel ist es, uns wiederherzustellen und eine neue Identität zu geben. Und in die Fülle vom Leben zu führen.
Stille ist der Raum, wo Gott unser Herz sieht und uns heilt. Und an dieser Stelle wollen wir nicht nur über Stille reden, sondern wir wollen in dieser Serie auch so ein bisschen Werkzeuge anschauen, die uns helfen können, das im Alltag einzuüben. Werkzeuge, die keine schnellen Tricks sind, sondern Hilfen, die man ausprobieren kann und mal schauen, passt das zu mir? Ist das etwas, was mir entspricht, was ich in meinen Alltag einbauen könnte? Mitten in der Geschäftigkeit von meinem Leben ein Plätzchen schaffen, wo ich zur Ruhe kommen kann, in die Stille hinein und in Gottes Gegenwart kommen kann. Raum schaffen für ihn. Und heute möchten wir gemeinsam das Gebet von der liebenden Aufmerksamkeit anschauen. Das geht zurück auf den Ignatius von Loyola, das ist der Gründer vom Jesuitenorden. Und er hat die wichtigste Viertelstunde vom Tag genannt. Weil es genau darum geht, sich bewusst unter den liebevollen Blick vom Vater zu stellen. Das eigene Leben anzuschauen und alles von Gott auszubreiten. Nicht unter einem Blick, der anklagt, sondern unter einem Blick, der heilt. Und das werden wir jetzt zusammen machen. Wir haben das letzte Woche schon die Zeit der Stille gemeinsam gehabt. Und ihr dürft mal so ansitzen, dass es für euch bequem ist, vielleicht beide Füße auf den Boden stellen. Wenn ihr das von letzter Woche umgesetzt habt, habt ihr vielleicht schon so Wörter eingeübt, die euch helfen, in die Gegenwart von Gott hineinzukommen. Dann dürft ihr die nachher gerne vornehmen und mit dem anfangen. Und wir kommen einfach in eine Position hinein, wo wir verweilen können. Und das Gebet von liebender Aufmerksamkeit besteht aus 5 Punkten. Und der erste heisst, ich komme in Gottes Gegenwart. Ich suche seine Gegenwart und ich nehme mir Zeit, zum ruhig werden. Ich achte mal darauf, was ich in dem Moment gerade mache, auch physisch. Und ich erinnere mich daran, Gott sieht mich. Er liebt mich. Er ist jetzt da. Vater im Himmel, danke für deinen gütigen Blick. Wir kommen jetzt vor dich und bitten dich, öffne unsere Herzen. Wir kommen zur Ruhe unter deinen Augen voller Liebe. Danke, dass deine Liebe mächtiger ist als jede Schwierigkeit, stärker als jede Versuchung, grösser als jedes Urteil. Darum darf ich still werden und Frieden finden im Licht von deinem liebevollen Blick. Manchmal braucht der erste Schritt ein bisschen Zeit, sodass sich die Gedanken legen können und das trübe Wasser klar werden kann. Es lohnt sich, da die Zeit zu nehmen, die unsere Seele braucht, zum ruhig werden, bevor man zum nächsten Punkt geht. Der zweite Punkt, ich bitte um Klarheit. Ich lade Gott ein, mir zu zeigen, wo er heute oder in dieser Woche in meinem Leben gewirkt hat. Gott ist überall präsent. Nicht nur beim Bibellesen oder am Sonntagmorgen in der Kirche, da im Gottesdienst, sondern mitten im Alltag, in den Gesprächen, im Beruf, beim Kochen, auf dem Weg zum Arbeiten. Vater, ich danke dir für deine beständige Gegenwart. An jedem Tag, an jedem Ort. Dort, wo ich sie bewusst gespürt habe. Aber auch dort, wo du mich getragen hast, ohne dass ich sie erkannt habe. Jetzt im Rückblick auf diesen Tag oder auf diese Woche bitte ich dich, hilf mir wahrzunehmen, was in mir lebt und mich bewegt
und öffne mir die Augen dafür, wo du gewirkt hast. Dritter Punkt, ich schaue den Tag an. Ich gehe innerlich durch, was ich erlebt habe. Ich erinnere mich an Situationen, Gefühle, Begegnungen. Wo ist Freude? Wo ist Frust? Wo habe ich Gottes Nähe gespürt? Wo habe ich mich schwer getan? Ich halte nichts zurück, sondern lasse alles raufkommen, was da ist. Dabei versuche ich möglichst konkret, mich nochmal in die Situationen hineinzuversetzen. Vater, ich gehe in Gedanken durch das, was ich erlebt habe. Du siehst die Situationen, die Begegnungen, die Gefühle, die ich in mir trage. Danke für die Momente der Freude, wo ich deine Nähe spüren darf. Du kennst aber auch meinen Frust, meine Mühe, meine Fragen. Ich bringe dir alles, ohne etwas zurückzuhalten. Hilf mir, ehrlich vor dir zu sein. Der vierte Punkt. Ich bringe das, was sich mir zeigt, vor Gott. Alles, was aufkommt, darf ich Gott hinlegen. Freude, Dankbarkeit, Gelungenes, aber auch das Schwierige, das Verletzende, das Schmerzhafte. Ich darf ihn fragen, Herr, wie siehst du das? Und dann darf ich es loslassen. Vater, ich bitte dich, hilf uns loszulassen, was uns belastet. Lass deine heilende und wiederherstellende Kraft gerade dort wirken, was schwierig war. Schenk uns die Bereitschaft zu vergeben und die Demut, Vergebung auch selber anzunehmen. Gegenüber anderen und sich selber. Und bewahre uns tief in uns die Erinnerungen von dem, was gelungen ist und wo du gehandelt hast, wo deine Gegenwart spürbar war. Wie schnell verlieren wir das aus dem Blick?
am Ende von dieser Zeit richten wir unseren Blick nach vorne. Auf den nächsten Tag, die nächste Woche. Vielleicht weiss ich schon, was auf mich zukommt. Vielleicht macht es mir Sorgen. Vielleicht weiss ich es auch noch nicht. Aber ich lege es ganz bewusst in Gottes Hand. Vater, danke, dass du auch heute, morgen und während der kommenden Woche bei mir bist. In allem, was mir begegnet. Schenk mir Geduld und Liebe in dem, was ansteht. Hilf mir, das Wohl der anderen im Blick zu behalten, meinen Nächsten zu lieben, während ich mich selber annehmen darf. Gib mir deine Weisheit in den Entscheidungen, die ich treffe. Und lass deine Nähe besonders in den intensiven Momenten spürbar sein. Möge der Ort der Gemeinschaft mit dir auch mitten im Alltag erfahrbar bleiben.